Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock auf Pelzig. Ja, da waren wir stehen geblieben, da haben wir noch eine gute Verbandskaste im Mülleimer. Und da war eine Pistole drin, die haben wir uns auch noch besorgt. Können wir doch gleich mal ausprobieren. Jetzt noch die mal die Hände. Gucke, wie gut ich dort mit bin. Kaschmir-Restaurant. Frohes neues Jahr 1959. Da scheint wohl seit Anfang oder seit dem Jahr hier ordentlich die Luzi abzugehen. Oh, und die Musik. Kaum gruselig. Ach, der liebe Zeit überall die Old Tom Whisky. Ja, so ein guter Schluck Whisky wäre jetzt nicht schlecht. Arcadia Merlot. Komm als Reihe. Ich habe durch Saufe irgendwas gekriegt. Ich habe es aber nicht lesen können, was? Oh je. Oh je. Wo lang muss ich? Da muss ich anscheinend durch. Ein Dollar. Und Verbandskaste. Und irgendjemand scheint am Scheißhaus rumzutoben. Gents und Dames. Okay. Oh, ah nee, doch nicht am Scheißhaus. So, krieg ich. Okay, den habe ich jetzt abgeknallt. Uah. Okay. So nebenbei. Der hat noch eine Eve-Spritze und Verbandskaste. Sehr schön. Und die hat die Eve-Spritze. Okay. Ich würde mir gerne so Spritzel reinziehen. Und Pistolekugel habe ich noch. Okay, laden wir mal noch. Warte mal. Halte mal eine Gaula. So rum war das, ne? Genau. Nur wenn ich mal Elektrobolt habe, kann ich auch mein Zeich aufladen. Okay. Hui. Aber 3 Pistolekugel ist doch relativ wenig. Deswegen behalte ich erstmal meine stinknormale Rohrzange. Einsames Silvester. Was ist das? Aufzeichnungen. Tagebuchaufzeichnungen sind Nachrichten, die die Bewohner von Rapture entweder für sich selbst oder für andere aufgenommen haben. Halte X gedrückt, um die letzte Aufzeichnung abzuspielen, die du aufgenommen hast. Im Hilfemenü findest du eine komplette Liste der Tagebuchaufzeichnungen. Diejenigen, die bereits in deinem Besitz sind, kannst du dir anhören. Okay. Okay. Noch eine Eve-Spritze. So, im Hilfemenü, oder was war das? Wieder mal Silvester. Wieder eine einsame Nacht. Ah. Ich will ausgehen. Und du sitzt in Hephaistos fest bei der Arbeit. Naja, wen wundert's? Dann nehme ich wohl noch einen Drink. Ich trinke auf Diane McClintock, das dümmste Mädchen von Rapture. Dumm genug, sich in Andrew Ryan zu verlieben. Dumm genug. Zigaretten. Du hast durch das Rauchen Gesundheit verloren, aber Eve gewonnen. Oh Gott! Was passiert hier? Okay, also Zigarette können wir auch rare. Eve-Spritze und Zigarette. Komm, petzen wir uns noch in die Reihe. Oh Mann. Das sieht aber nicht so gut aus hier. Sieht ganz und gar nicht gut aus. Leiche hat 8 Pistolenkugeln, das ist gut. Und die hat noch einen Verbandskaste. Ja, dann nimm's doch. Achso, mehr geht nicht. Limit erreicht. Ja gut, dann zieh ich da doch mal so eine Verbandskasterei. Durchs Rauchen haben wir hier jede Menge verloren. Okay, jetzt sind wir eigentlich soweit ganz gut ausgerüstet. Jetzt mag ich mich doch gerade noch hier umgucken. Was war das für eine? Leadhead Splicer. Okay. Das war A-Führerin. Arcadia Merlot. Ja, komm, der Merlot muss nicht sein. Das elfische Wort für Freund. Beim Herr der Ringe auf Pelzig. Was ist nochmal das elfische Wort für Freund? Merlot. Ein Dollar, nehme ich mal noch 8-mal gleich. Kasse nie, Dollar. Registrierkasse ist noch ein Dollar und 8 Pistolekugel. Sehr schön. Das sind ja riesengroß, diese Dollar. Leiche hat 3 Dollar und eine Eve-Spritze. Ja, finde einen Weg zurück ins Restaurant, um voranzukommen.
Erstmal Hochlader. Arcadia Mellow. Was ist das? Eine Flasche Merlot stellt zwar eine kleine Menge Gesundheit wieder her, entzieht aber auch eine kleine Menge Eve. Wie alle Nahrungsmittel und Getränke wird auch er verzehrt, sobald er aufgehoben wird. Okay. Nicht schlecht zu wissen. Kann man dann zwischendurch auch so ein Tauschei gehen. Wenn du einen Splicer im Wasser siehst, verpass ihm eins mit dem Elektrobolt. Mhm. Gott. Und jetzt macht's gut, ihr Trottel. Trophäe erhalten. Toaster in der Wanne. Okay, der hat nix. Und der hat einen $1. Sehr schön. Die sehen aber auch sehr appetitlich aus, diese Knaber. Eieieiei. Okay, also wieder hoch mit uns. Und merke, Wasser leitet Elektrizität. Vom Rausaffe im Reflex Zugschlager. Zeitungsstand. Kann ich damit interagieren, oder? Nochmal? Nö. Damit kann ich anscheinend mit interagieren. Ups, jetzt wird die Sicht gerade schwarz-weiß. Oder grau. So, was ist dann bei der Herre auf dem Klo? Toilette benutzen. Kostet mich das $1 oder was? Oh, da muss ich wohl durch. Ja, so Münzeinwurf bzw. Scheißhaus nur für bestimmte Zeit. Total verspeist. Jetzt will mich bestimmt niemand mehr. Nett. Ja, so, wenn man durch das Spice oder was so vergrützt wird, dann hätte ich auch niemand wolle. Waschbecken kann ich auch benutzen. Lassen wir uns mal überlaufen. Dort drüber ist noch was. Also, ich bin kein Perverser. Ich bin hier nur im Damoklo, um zu gucken, was es hier gibt. Der Old Tom Whisky und ein Loch in der Toilettenwand. Gehen wir nochmal auf. Tagebuch. Hey Brenda, kannst du mir mal erklären, warum seit fast 3 Wochen ein riesiges Loch in der Wand hinter deinem Scheißhaus ist? Ich heiße zwar nicht Shakespeare, aber ich versuche hier ein anständiges Theater zu führen. Die Arbeiter aus Port Neptune kommen hierher und erwarten sich ein bisschen Ablenkung und Unterhaltung. Ups. Aber sie können an nichts anderes denken als an den Gestank, der aus deiner Kloschüssel kommt. Bring das in Ordnung. Nett. Okay. Also es kommen anscheinend auch immer mal wieder spontan Gegner hinterher gerannt. Aber jetzt gehen wir nochmal hier rein. Gucken mal, was es hier gibt. Immer mit der Ruhe. Wärst du so freundlich, die Waffe runterzunehmen? Ist Atlas hier oder was? Wenn der sagt, dass ich so freundlich wäre. Oh, oh. Ah, na. Widerwärtiges kleines Mädel. Kann ich die nicht grillen? Du denkst, das da unten ist ein Kind? Lass dich nicht verarschen. Sie ist jetzt eine Little Sister. Irgendjemand hat das liebe kleine Mädchen zu einem Monster gemacht. Du musst lernen, umzudenken. Hier unten in Rapture zählt deine Vorstellung davon, was Recht oder Unrecht ist, nicht mehr. Alter. Alter. Psycho-Kind. Okay, gegen die werde ich wohl kämpfen müssen. Wie sieht's hier aber aus? Kann ich ja irgendwas einsammeln? Nee. Nett. Alter, und diese Schmatzgeräusche, wenn die ihren Bohrarm hier volle Wumme in den Kadaver rammt. Ist bestimmt auch sehr produktiv, was die hier macht. Das ist wie bei Ritter der Kokosnuss. Was macht ihr da? Wir sammeln Dreck. Ups, hier ist noch so ein Knaber. Ups. Oh, leck. Und zack. Das war's mit dem. Ach du Scheiße. Ups. Das ist der Big Daddy. Sie sammelt das Elend und er beschützt sie dafür. Defekter Verkaufsautomat, okay. Ach du Scheiße.
Was hat der bei sich? Pistolen mit Kugeln. Okay. Probieren wir das erstmal so. Kaputt zur Schlache, ja. Um dein Spiel zu speichern. Okay. Das sollte ich vielleicht tatsächlich machen. Neue Speicherdatei. Ja. Sollte ich definitiv machen. Happy Chappy. Now showing. Solange ich noch nicht gegen so einen Big Daddy kämpfen muss, ist alles okay. Aber ich glaube, ich muss. Sind die fort? Da ist noch der andere Leichnam. 3 Pistole-Kugeln und $4. Ah, der war ja richtig reich hier, der Kamerad. Mann. Okay, also hier im Theater wird anscheinend nichts Spannendes mehr gespielt. Dann gehen wir dann mal kurz so lang. Da ist aber nichts, was wir knacken könnten. Da ist noch eine Leiche. Kuchen mit Cremefüllung. Das nehme ich doch gern, wenn das Leiche bei sich tragen. Da ist eine Vita Chamber. Ja. Hallo? Keine Respektlosigkeit. Hau ab! Hör auf! Du Kuh! Hat nicht mal was bei sich. Eine Pistole aber hier, die ich untersuchen kann, wenn ich sie irgendwo finde. Ich habe ihr jeden Tag Blumen geschickt. Sie kam immer wieder zurück. Nennst du das Dankbarkeit? Das nenne ich nicht wirklich Dankbarkeit. Leadhead. Splicer. Wo ist dann die Pistole gelandet? Verdammt nochmal. Wäre doch eine Knarre bei sich gehabt. Naja, egal. Passt schon. Jetzt erstmal nur hier auf die Knarre. Man weiß ja nie, was jetzt noch alles kommt. Ah, da ist noch einer. Okay, bei dem reicht Pistole, Schuss, um zu erledigen. Das halte ich für relativ logisch. Erstmal Hochlader. Und der hat nichts bei sich. Warum lispeln die alle? Okay, der hat nichts bei sich. Könnte es jetzt ein guter Ton oder was, das mal rumlispelt? Okay, die kann ich grillen. Okay, die ganze A-Sammlung mal gegrillt. Und die Oh, das ist so ein Big Boy. Das andere, das große sind die Big Daddies. Das ist ein Big Boy. Okay. Was hast du bei dir? $4. Ach Gott, der feine Herr. Leiche. Untersuchen. $33 und Eve-Spritze. Ach Gott, der feine Herr. Eve-Spritze, okay, die kann ich noch nicht. Moment, die pfeffer ich mal gerade rein. Dann kann ich mir jetzt auch die Eve-Spritze krallen. Okay. Da ist nichts bei dem. Und da ist auch nichts weiter drin. Puh. Interessant. So. Hier gibt es nichts weiteres mehr. Nee. Nichts von Interesse. So ist wieder Live Vita Chamber, medizinischer Bereich und Neptun. Neptun muss ich hier. Medizinischer Bereich ist gerade sowieso abgesperrt, insofern kann ich da sowieso nicht hier. Ansonsten gibt es hier nichts Interessantes mehr für uns, ne? Ach doch, Lagerkiste kann ich untersuchen, sehr schön. Old Tom Whisky, der kann mir mal gestohlen bleiben erst einmal. Und $3, sehr schön, da kann ich später auch was Schönes kaufen. Erst einmal aufs Scheißhaus gehen. Was gibt's dann hier Schönes? Erst einmal Drückerle machen. Ah, Gott. Oh, es gibt doch nichts Entspannteres, als auf dem Scheißhaus zu sitzen mit einer Knarre in der Hand. Ah, so. Und schön war's. Entschuldigung, das ist auch echt so Manko von mir, so Macke von mir, dass ich immer bei Spiele aufs Klo muss. Also im Spiel selber aufs Klo muss. Hat einfach irgendwas. Ist stylisch. Manometer. Aber es wundert mich, dass es doch keine Türe davor gibt. Oder wenn die erst aktiv, wenn man Geld in den Münzschlitz reinschmeißt. Na, ich weiß ja nicht. Ah, da gibt es einen Medizinbereich jetzt wieder. Okay. Okay, das war immer die Ehre-Runde gemacht. Und da ist nochmal Herre-Klo, ja. Okay, da habe ich immer die Ehre-Runde gemacht. Nur Herre-Klo. Okay. Sicherheitsalarm ausgelöst. Was kommt jetzt? Für Teufelei.
Oh, da kommen jede Menge Baraber. Ich hab deinen Charlie nicht umgebracht. Ey, Herr Uff. So, erst einmal Nachlade wieder. Mistkerl. Und die Eve-Spritze kann ich mir auch nicht holen. Schade. Irgendwas ist in die Luft gegangen. Ah, da kommen wieder mehr von Denner. Niemand habe ich umgebracht. Es ist Ryan. Andrew Ryan, verdammt nochmal. Er hat uns gefunden. Verflucht. Er hat Neptune abgeriegelt. Aber es gibt noch einen anderen Weg dorthin. Geh zum Medical Pavilion. Geht zum Medical... zum Medizin-Pavillon. Okay. Die hat noch einen $1 bei sich. Ich glaube, das war es erstmal mit Pistolekugeln sammeln. Eve-Spritze, okay. Puh, na dann muss ich erstmal zum Medizin-Pavillon gehen, wenn die das so sagen. Wäre auch zu einfach gewesen, wenn man einfach so hier gehen könnt. Naja, so what. Erstmal die Nahkampfwaffe wieder. Aber wenn die mit Pistole kommen, erscheine ich auch gern mit dem Messer zur Schlägerei, zur Schießerei. Du sitzt in der Falle. Ich versuche die Verriegelung von hier aus zu knacken. Okay. Natürlich sitze ich in der Falle. Wie könnte es auch anders sein? Oh nein, sie zeigen mir einen Werbefilm. Erzähl mal, für welchen Laden arbeitest du? KGB, CIA? Ich will dir mal was sagen. Rapture ist kein versunkenes Schiff, das ihr plündern könnt. Und Andrew Ryan ist kein alberner Salonlöwe, der nach der Pfeife irgendeiner Regierung tanzt. Das war's. Auf Wiedersehen. Oder dos vidanie. Was immer dir lieber ist. Okay. Oh. Das sind die Freaks. Na, dann wollen wir doch mal. Auf ins Gefecht. Okay. Ich hätte gedacht, ich könnte hier einfach rein, aber... Na gut, ich hätte jetzt auch gegen die gekämpft. Ziele immer auf den Kopf, so fügst du mehr Schaden zu. Okay, guter Tipp. Merke ich mir. Ah, so, noch einen Schluck Wasser genommen. Spieldaten werden geladen. Medizinischer Pavillon. Ja, das kann jetzt sehr interessant werden. Aller hopp. Schauen wir mal, was uns dort erwartet. Der liebe Onkel Doktor wird wahrscheinlich nicht durch sein. Die wollen nach wie vor rein. So, nun hast du Andrew Ryan kennengelernt, den gottverdammten König von Rapture. Such jetzt den Notzugang. Mach schon. Trophäe erhalten. Willkommen abgeschlossen. Neues Ziel. Benutze den Notzugang. Ich fände es besser, wenn das auch nochmal geschlossen wird. Um ehrlich zu sein. Hey Mary, gehst du zu dem großen Spiel heute? Ich habe gehört, dass die... Okay, jetzt kaufen wir uns erstmal was. Ich würde sagen, ionischer Schrott. Was ist denn das? Keine Ahnung. Pistolenkugeln. Die sind auf jeden Fall gar nicht immer so schlecht. Die kann ich mal kaufen. Tschechischer Wodka. Nee, komm. Das brauchen wir nicht. Aber Pistolekugeln sind nicht schlecht. Defekter Sicherheitsbot. Erstmal untersuchen. Nichts drin? Dann hacken wir mal. Gehackte Sicherheitsbots sind auf deiner Seite und greifen deine Feinde an. Jetzt hacken... Hilfe erstmal. Okay. Ach, hacken wir das Ding mal. Platte aufdecken. Rohre austauschen. Bilde eine Kette zum Ausgangsrohr. Finde Rohrsegmente, in denen du versteckte Platten aufdeckst. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt zu machen habe. Ich decke jetzt einfach mal alles auf. So. Jetzt tauschen wir den Scheiß um, oder wie? Ah, nee, Moment. Tauschen. Moment. Jetzt brauche ich so einer, ja. Dann kann ich den so tauschen. Und nehme dann so einer, tausche den dort mit. Und nehme dann so einer und tausche den hier runter. Nehme dann gerade, tauschen hier und nehme noch so ein gerade und mach dann hier. So,
fertig. Gehackte Sicherheitsbots sind auf deiner Seite und greifen deine Feinde an. Trophäe erhalten, Sicherheitsbot gehackt. Und Trophäe erhalten, ein erfolgreicher Hack. Und vorhin habe ich noch ein Inhaber Willkommen abgeschlossen. Okay, das ist schon der Notzugang. Du bleibst jetzt erstmal auf meiner Seite, mein Lieber. Ich mag mich nämlich hier nochmal kurz umgucken. Okay, das ist nur der hier. Okay. Pistolenkugeln heben wir mal auf. Die Leiche hat noch $2 bei sich. Verbandskaste brauchen wir gerade nicht. Wobei, wir können uns genauso gut so einen Verbandskasten noch reinpfeffern und können den dann mitnehmen. Die Eve-Spritze können wir nicht mitnehmen. Die paar Dollar nehmen wir uns auch jetzt auch noch mit. Und die Registrierkasse ist leer. In der Handtasche findet sich auch nichts. Heute entlassen. Dr. Steinman sagt, dass ich heute entlassen werde. Ryan hat mich seit dem Neujahrsangriff nicht mehr besucht. Kein einziges Mal. Dr. Steinman war dafür sehr aufmerksam. Er hat mir gesagt, dass er mich wieder hinbekommt, sobald das Narbengewebe verschwunden ist. Er macht mich zum schönsten Mädchen auf der Welt. Er ist ganz süß und so sehr an meinem Fall interessiert. Das klingt irgendwie nicht sehr gesund. Okay, da kommen wir nicht durch. Das heißt, wir müssen wirklich dort hier. Ich schätze, das kann mir eines Tages noch nützlich sein. Ach du liebe Zeit. Aber ihr liebe Leid, die Stunde hat wieder geschlacher. Steht Sache, wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Bioshock auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Euer Yankee.